Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem täglich frischen Mahlzeitendienst, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Dank unserem Mahlzeitendienst täglich ein 4-Gang-Menü à la maison. Die Leute in der Schweiz werden älter und älter. Nur eine Zahl dazu, 2045, ist schätzungsweise schon jede 10. Person in der Schweiz über 80 Jahre alt. Zum Vergleich, heute ist der Anteil etwa halb so gross. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Über das Älterwerden reden wir heute, vor allem über die Betreuung von älteren Menschen. Und wir machen das mit einem Experten und einem Praktiker, und zwar einem, der in den letzten Jahren national Schlagzeilen gemacht hat. Er ist Geschäftsführer vom Zentrum Lindenhof in Oftringen, heute im ZT-Studio. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Ralf Bürgi. Dankeschön für die Einladung. Herr Bürgi, wenn ich das richtig sehe, müssen Sie etwa noch so 5 Jahre Grössenordnung in Ihrem Alter arbeiten bis zur Pensionierung. Wie stellen Sie sich eigentlich vielleicht in 20 Jahren so Ihr Leben vor, mit 75, 80, was haben Sie noch vor, was planen Sie? Gut, ich denke, ich plane das, wo wir alle planen wollen, wo sie gerne planen, in dem, was man gesund sein kann. Das ist das Wichtigste eigentlich, gesund sein und daheim bleiben und das Leben genießen. Das denke ich, rundum gesagt, das, was man gerne will. Sie machen viel für Fitness, habe ich im Vorgespräch erfahren. 3-4 Mal im Fitnesscenter. Ja, das mache ich, brauche ich. Erstens tut es mir im Kopf, im Geist gut. Wenn ich im Fitness bin, komme ich wieder auf Ideen, neue, das ist klar. Aber auch sonst, es ist gut für die Stabilität und für einen Ausgleich braucht man. Wir werden ja alle immer älter. Babyboomer fangen erst so richtig an, ins Pensionsalter zu kommen. Ganz konkret abgebrochen, die Entwicklung, die ich auch einleitend erwähnt habe. 2045, jede 10. Person ist schon 80 Jahre alt. Was bedeutet das bedeutet die Entwicklung für Gemeinden wie Zofingen, Oftringen, Aarborg, unsere Region? Ich denke, das wird, gehe ich mal davon aus, einen Kostenschub geben, in dem, was man unter Umständen halt eben mehr Pflege daheim bekommt, mehr Dienstleistungen daheim bekommt, wo jetzt ja im Aargau auch über Gemeinden abgerechnet wird. Ich kann mir vorstellen, dass es unter Umständen mal ein bisschen ändert. Je nachdem, das kommt auf die Politik drauf an, wie man das kann steuern oder sollte können steuern. Aber es ist klar, es sind viel mehr ältere Menschen da, die daheim bleiben, was auch richtig ist. Und die müssen daheim natürlich auch betreut und umsorgt werden, sagen wir es so, weil es gibt immer mehr Menschen, die alleine sind. Man muss schauen, dass sie nicht vereinsamen, dass wir dort sind. Also es kommen ein Haufen andere Dienstleistungen dazu. Über die reden wir nachher noch ein bisschen konkreter, aber das heisst auch, dass es braucht eigentlich nicht mehr Bauten, mehr Alterszentren. Das braucht es im Grunde genommen dann nicht. Nein, nach meiner Meinung braucht es das nicht. Also Bettenanzahl haben wir genug. Es gibt eine Variante in dem, was man sagt, man macht flexible Pflegebett. Das ist übrigens ein Antrag von uns, dass man dann daheim angenommen eins machen kann, wenn jemand wirklich Intensivpflege braucht, für eine kurze Zeit. Sie sind ja jetzt seit über 11 Jahren Leiter vom Zentrum Lindenhof in Oftringen. Das haben Sie, ich sage es jetzt ein bisschen zugespitzt, in diesen 11 Jahren von einem Altersheim in ein modernes Dienstleistungszentrum umgewandelt. Es gibt mit Mahlzeitenservice, Catering, Waschservice, natürlich Spitex-Dienst, über den reden wir noch ausführlich. Ist das eigentlich das wichtigste Potenzial der Zukunft der Alterszentren, dass sie quasi ihr Stammgeschäft aus ihrem Stammgeschäft rausgehen und diverseste Dienstleistungen anbieten? Es wird sicher 2 Schienen geben. Es gibt Heime, die das weiterverfolgen, als sie rein nur pflegen.
und dann wird es Dienstleister geben, die rausgehen. Das ist so, weil die Generationen, die kommen, die werden viel mehr Dienstleistungen brauchen, also werden sich die anderen Heime müssen bewegen. Das merkt man auch mit dem neuen Modell. Es sind ein Haufen Heime und Politiker, die kommen schauen zu uns runter, wie es geht. Also wir beschäftigen sich damit. Cura Viva 2030, das neue Wohn- und Pflegemodell. Man tut sich damit beschäftigen, wie man aus- und umbauen und tut im Prinzip eigentlich die neuen Heime bereits schon in einer gewissen Form so auslegen, dass man das machen kann. Reden wir noch konkret über den Spitex-Dienst. Sie haben national Schlagzeilen gemacht, wo die Gemeinde Aarburg die Dienstleistungen übernommen hat. Sie haben massiv eingespart, oder? Eben, ist das Modell, Sie haben vorhin gesagt, Leute kommen zu Ihnen. Werden Sie bombardiert jetzt quasi aus der Schweiz von Leuten, die das Modell kopieren wollen? Bombardiert kann man vielleicht nicht gerade sagen, also, so im wahrsten Sinne des Wortes, aber es sind ein Haufen, die sich interessieren dafür. Das ist so. Ich habe ein Mandat in der Ostschweiz, das wir unterstützen, für das zu machen. Das jüngste Beispiel ist Döstal, Zürich, wo ihre 2 Heime und die Spitex zusammengelegt hat. Die waren bei uns vor 1,5 Jahren und jetzt haben die 3 Gemeinden das gemacht und fangen jetzt eigentlich gleich an zu arbeiten. Wir haben das Ihnen gar nicht so recht geglaubt, dass Sie so viel einsparen können, wie Sie das angekündigt haben und dann jetzt auch bewiesen haben, dass Sie es können. Wie ist das möglich, so viel einsparen gegenüber anderen Spitex-Diensten? Gut, auf der einen Seite kochen wir auch nur mit Wasser und wir kosten gleich viel wie die anderen eigentlich auch. Der Unterschied ist ein bisschen das. Unser Konzept oder unser Modell, das wir haben, gibt eine bessere Wertschöpfung. Oder? Wir haben natürlich über 60% Produktivität bei uns, in dem, was wir halt stationär sind, mit dem Heim zusammen. Wir können durch das Personalressourcen viel, viel besser ausnutzen. Also wir haben in der Spitex über 50 Mitarbeitende jetzt schon und haben aber hohe Stellenprozent. Wir haben 36 Vollzeitstellen mit diesen 50 Mitarbeitenden. Und das können wir nur machen, indem wir natürlich eben mit dem Heim zusammen verbunden sind und stationär. Und das gibt uns natürlich in der Wirtschaft oder respektive in der Technik, würde man sagen, einen besseren Wirkungsgrad. Die Gemeinde Holzigen ist jetzt auch bei Ihnen an Bord gekommen. Gibt es eigentlich weitere Gemeinden, die da noch angeklopft haben? Es hat Gemeinden die anklopfen, am Anklopfen sind, vorsichtig am Anklopfen sind, weil ich denke, die Spitex-Dienste ist ein heikles Thema, das weiss man, obwohl es eine fantastische Sache ist. Wie viel könnten Sie noch übernehmen? Also sind Sie da noch oben offen? Ja, das sind wir natürlich, das ist schon so. Wir können, wenn wir von uns ausgehen, angenommen, wir haben ja die Bewilligung für den Kanton Aargau, Solothurn und Bern. Also wir haben die nähere Grenze bis auf Langenthal rauf, wo wir Einsätze haben, jetzt schon. Und das Gäu darauf auch, das hat mit der Planung ein bisschen zu tun. Und wir haben von dort her auch immer mehr, die kommen. Wie viele haben Sie Mitarbeiter schon aufgestockt oder müssen aufstocken jetzt durch die neuen Mandate? Wir haben natürlich auch mit Arbeit, also haben wir aufgestockt. Jetzt Holzigen ist nicht so gross, das haben wir nicht müssen, aber wir sind schon extrem am Wachsen, hauptsächlich auch im Psychiatriebereich. Und wir haben permanent sind wir am Aufstocken. Die Patienten sind am Anfang skeptisch gewesen. Die haben irgendwie gesagt, ja, jetzt muss ich da meine alte Pflege aufgeben. So. Die sind gar nicht zufrieden gewesen, hat man so ein bisschen gehört. Wie hat sich das jetzt verändert in dieser ersten Zeit? Das ist ja schon ein Weile. Aber wie sind die Rückmeldungen jetzt? Ja. Also wir haben ja, wo wir Arbeit angefangen haben, am 1.1., morgen am 7. sind wir pünktlich bei den Leuten, das war mal das eine. Und das andere ist, wir haben nach 100 Tagen ein Feedback gemacht. Also wir haben alle Arbeit eingeladen zu uns rauf und wollen hören, was ist. Wir fragen auch permanent Fragen, wenn wir dort sind, wo sie anonym retour schicken können. Und ich muss sagen, wir haben durchwegs nur positive Rückmeldungen. Wenn der Gemeinderat von Aarburg hat irgendeine Reklamation kann, also ist etwas, also es läuft wunderbar. Und so wie die Zahlen auch sind wir auch tatsächlich die einzige Spitex in Aarburg. Also die anderen sind schon praktisch weg. Hätte das eigentlich damit zu tun, dass die Leute einfach sind vor allem gewöhnt gesehen an ihre Dienste und haben einfach das befürchtet? Die haben einfach nur den Wechsel befürchtet, dass sich etwas ändert wahrscheinlich. Das ist ja so. Der Mensch will Veränderungen, aber will nicht verändert werden. Das ist halt das ist eine Tatsache. Und das im Vorfeld sind natürlich auch nicht unbedingt schöne
Sachen gelaufen, das muss man auch sagen, und da ist man halt verunsichert. Aber das haben wir wirklich relativ schnell können jawohl. Die Leute, also Patienten, sind auch über die Gesundheitsdienstleistung, die sie sonst anbieten, sehr, sehr happy. So ein Zentrum wie der Lindenhof als Dienstleistungszentrum, was ist da noch denkbar? Welche anderen Dienstleistungen, wenn man jetzt die Babyboomer-Generation anschaut oder auf sie zukommt, was ist da noch in der Pipeline, was ist noch denkbar? Denkbar ist natürlich ein Haufen. Wir müssen das Umfeld ein bisschen im Auge behalten. Das ist klar, auf Bedürfnisse eingehen. Ich denke, den Grundstein für die Dienstleistungen haben wir eigentlich gesetzt bei uns. Das geht jetzt noch darum, dass wir die festigen und ausbauen. Wir sind selbstverständlich dran, noch mehr zu gehen, zum Beispiel in die ambulante Rehabilitation etc., dass wir eigentlich so, wenn ich es angedenkt habe, immer eine Nummer hat, die man anruft und dort haben wir einfach geholfen, in jeder Form, wie man es gerne will. Gibt es noch irgendetwas jetzt in den nächsten Monaten und Wochen, wo konkret bei Ihnen in der Pipeline ist, was Sie umsetzen wollen? Wir stärken sicher die medizinische Versorgung stärken. Das ist so, das ist in der Pipeline, das haben wir kurz vor dem Abschluss mit Medizinern, mit der ganzen Praxis, 3 Allgemeinmediziner in verschiedenen Sparten, mit den Spezialisten hinterher dran, Hals, Nase, Ohren etc. Also wir tun im Prinzip unser Gesundheitszentrum ausweiten. Die Augenklinik wird verdoppelt bei uns, doppelt so gross, und ich denke, das geht schon auch in die Richtung rein, oder? Das Dienstleistungszentrum, das man will. Was wir sicher auch ins Auge fassen ist das, dass wir unsere Kita vergrössern müssen. Mit 58 Kindern, die wir auf Anfang drin haben, und der grossen Warteliste, sind wir am Anschlag. Das wird es geben, aber wir sind von der Struktur her natürlich jetzt langsam am Anschlag. Also es wird uns da langsam schwierig. Sind das vor allem auch Mitarbeitende, die Kita dann... Etwa ein Viertel der Kinder sind von den Mitarbeitenden. Ja, das war eigentlich der Gedanke, den wir sie gemacht haben. Oder? Weil Pflege ist frauenlastig, das ist so. Und die guten Frauen kommen halt auch Kinder über. Nicht nur, also ich will die Frauen nicht schlecht machen, es ist eine gute, schlechte Frau, aber die guten Mitarbeitenden. Und dann haben wir die Kita gemacht, dass wir sie eben behalten können. Sie haben das Konzept, das heißt Kiosk, Sie wollen einen Kiosk, wie Sie das nennen, ausbauen. Was muss man sich darunter vorstellen? Bei unserem Kiosk, wir produzieren den Haufen selber. Produzieren. Vom Brot über die Wurst, alles zusammen. Da kann man bei unserem Kiosk das alles bestellen. Wir haben auch einen Verkaufsladen geplant. Brot kann man schon kaufen bei uns jetzt. Und wir haben den Kaffeesack. Das ist der, den man sicher auch schon mal gesehen hat. Der Kaffeesack geht jetzt auch mit dem Mahlzeitendienst. Also das sind Menschen draussen, die bei uns dann auch Anker bestellen, ein Joghurt bestellen, ein Brot bestellen und das wird gebracht, was sie sich eben so holen. Das kann man dann online bestellen, oder? Ja. Aha. Wir sind jetzt dran, wir tun unsere Homepage aufbauen, aufmotzen, verbessern, damit man dann auch wirklich online bestellen kann und auch online zahlen kann. Was ja auch dazu gibt es eigentlich Grenzen? Es gibt ja auch kritische Stimmen, die sagen, ja, der Bürger mit seinem Lindenhof und seinem Catering, der konkurrenziert die Restaurants. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, muss man ernst nehmen, oder wenn Sie da einfach als normalen Anbieter, sehen Sie sich normalen Anbieter? Gut, wir sind ein normaler Anbieter, wir haben auch die normalen Preise. Ich sage immer, und das habe ich auch schon gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn man im Einkaufszentrum ist, dann geht der Coop immer neben Migros zu. Und da muss man schauen, dass man besser ist. Und offenbar ist Ihr Catering scheint anzukommen. Im Moment dürfen wir stolz sein darauf, ja, dass das gut funktioniert. Wie schwierig ist es für Sie, eigentlich die geeigneten Fachkräfte zu finden? Teilweise ist ja die Personalnot, Personalmangel gross in Ihrer Branche, im Pflegebereich. Ich muss sagen, bei uns geht es gut. Langzeit harzet. Das ist so, wie es auch an anderen Orten auch harzet. In der Spitex haben wir kein Problem, also Holzanlängen. In der Spitex haben wir wirklich kein Problem, Personen zu finden. Und in den anderen Professionen eigentlich auch. Dort ist es gut. Und es kommen hochqualifizierte Leute, die sich melden. Was muss sich ändern, dass die anderen vor allem Personal finden? Muss sich die Löhne ändern? Mit die Uhr gehen?
Ja, gut. Ich meine, man redet natürlich immer, dass es ist auch so. Es ist ein Knochenjob und man redet immer, dass die Löhne ein bisschen tief sind. Halt. Ich sage immer, ein Lohn ist kein Motivator. Man muss schauen, dass das Umfeld stimmt, dass Top-Ressourcen da sind und dass sich die Mitarbeitenden wohlfühlen im Betrieb. Dann ist der Lohn sicher auch ein rechter Bestandteil, der muss sein, aber wenn das Umfeld stimmt bei jemandem, dann geht es mal besser und man hat viel mehr Gegenleistung. Herr Bürger, ich bin gespannt, wenn der Kiosk online ist, gehe ich mal schauen und werde eine Wurst und einen Zopf bei Ihnen bestellen, wenn es das gibt. Freue mich drauf. Freue mich auch drauf. Danke für den Besuch. Gern geschehen. Danke auch, dass Sie kommen dürfen. Nächste Woche sind wir natürlich wieder mit einem neuen Thema, neuen Gast für Sie da. Ich hoffe, mit Ihnen wieder als Zuschauer und Zuschauerin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem täglich frischen Mahlzeitendienst. Der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da. Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich.